Wisst ihr, was das ist? Genau, das ist das Kotzbecken. Wenn es unseren Kindern schlecht ist, dann geben wir das mit. Es ist super, total. Also man könnte da nicht oder Creme drinnen machen am heutigen Tag. Aber das ist das Becken. Wenn es unseren Kindern schlecht ist, dann geben wir das mit. Und ich kann mich nicht, ich habe nichts dafür. Als ich diesen Text gelesen habe, und nachher habe ich noch geschaut, was das Wort Inneren oder Leib, wie es der Luther schreibt, als dessen Leib werden hervorbrechen. Und dann hat es dort noch geheißen, Bauch. Und dann habe ich einfach, ist mir der Kotzkessel in den Sinn gekommen. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, auf eine Zeitreise, aber auch wieder mal auf eine räumliche Reise. Es ist nicht Winter, es ist Erntezeit. Erntezeit. In Jerusalem gibt es ein Fest, das ist das Lobhüttenfest. Und wir haben uns schon ein bisschen in den letzten, die im Gottesdienst waren oder in diesen Predigten waren, wir sind schon ein bisschen an das Lobhüttenfest hergekommen. Also Jesus hat zuerst gesagt, ja nein, ich gehe nicht auf Jerusalem, weil ich brauche nicht diese Masse für mich zu bestätigen. Und er ist dann gleich gegangen. Er ist nachher zuerst versteckt geblieben, ein bisschen in dieser Menschenmenge. Und hat dann gleich auch angefangen zu predigen. Und wir sind am letzten Tag von diesem Fest. Das ist ja ganz interessant. Also die tun dort nicht nur einen Tag Erntedankfest feiern. Oder Lobhüttenfest. Das tut auch daran erinnern, an den Auszug aus Ägypten. Dass sie eben dort keine Ernte machen konnten. Also die Juden, ich glaube, von denen können wir noch etwas lernen, was Feste angeht. Und es geht nicht einfach um Saus und Braus, sondern wirklich zusammen sich freuen auf das, was Gott gemacht hat. Aus dem Land raus, aus dem Land Ägypten raus befreit, durch die Wüste durch die Trockenheit, hin in das gelobte Land. Und jetzt steht da am letzten Tag der Hohepriester auf. Er nimmt ein grosses Gefäß. Er geht mit dem Gefäß zum Teich Siloa und er schöpft aus dem Teich, aus dieser Quelle raus, Wasser. Er dreht es hoch in den Tempel und er tut es dort vor dem Altar in Schalleichen schütten. Ein Moment von der Freude. Ein Moment, wo Gott soll präsent sein. Aber ich habe mich gefragt, ja, wie sieht es denn in den Menschen innen aus, die das Bild gesehen haben? Es ist vertraut, man weiß, um was es geht. Ja, es sollte ein Moment von der Freude sein. Aber ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist auch das Bild von heute Morgen, wo der Weg verwehrt ist, ins Adelboden rein oder aus dem Adelboden raus, wie man so nimmt, ist verwehrt, ist zu, ist versperrt. Und vielleicht macht das auch etwas mit uns, dass wir uns überlegen, ja, wo habe ich denn nicht den Zugang zu dem, wo ich das Gefühl hätte, dass ich es sollte haben. Wo ist meine Straße verschüttet? Und ich glaube, diesen Menschen dort ist es vielleicht ganz ähnlich gegangen. Ja, man hat sich eigentlich gesehen nach dem Messias, der kommt. Nach dem Retter, nach dem Befreier. Und man hat sich auch gefreut, dass man die Ernte wieder für sich brauchen darf und nicht, dass man alles wieder den Römer muss abliefern als Steuern. Dass man sich selber über die Erträge vom Land freuen darf. Dass man das Feld bestellen darf, ohne dass man Angst hat,
dass es irgendjemand um etwas kaputt macht, wie irgendwie um ein Truppenkontinent von römischen Soldaten durch die Luft. Die haben sich nicht darum gekümmert, was wächst. Und ich habe mir so überlegt und gedacht, ja, das ist die Realität, wo das Volk drinnen ist, wo vielleicht auch wir drinnen sind, wo dem wie gegenübersteht. Ja, man will sich gerne mitfreuen. Man will in den Jubel einstimmen von dem Erntedankfest, von dem Fest vom Auszug aus Ägypten. Aber man sieht, dass die Realität eine andere ist. Es herrscht ein System von Ausbeutung von der Günstlingswirtschaft. Alle die etwas zu sagen haben, das sind eigentlich alles nur Herrscher und Priester von Roms Gnade. Von Roms Gnade. Ja, wer Rom dem nicht zustimmt, kann man nichts bestimmen. Und in die Szenerie, wo da eben der hohe Priester das Wasser ausschütten als Zeichen von Gottes Versorgung, in das steht Jesus auf. Und er tut nicht einfach etwas köcheln, sondern es heisst, er ruft mit voller Stimme. Ich denke wirklich, das ist so laut, dass er können, hat er in diesen Tempel, in die Festszenerie rausgerufen und hat gesagt, ich sage euch jetzt etwas. Wer an mich glaubt, in anderen Übersetzungen heisst es, wie die Schrift sieht, hier die Hoffnung für alle sieht, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sieht. Und da merken wir, es hängt zusammen, also entweder richtig glauben oder erleben, was eben das Wort lebendig wird. Wie der Strom vom lebendigen Wasser aus ihm rausgehen. Wir wollen das ein bisschen miteinander anschauen. Glauben, wie die Schrift sieht. Also wir haben die Woche im biblischen Unterricht haben wir schon von dem gehabt. Und es ist darum gegangen, um die Schrift zu entdecken. Und das ist mir gerne ein Anliegen, dass ich den Teenager, den Jugendlichen, die Liebe für die Schrift aufschlüsseln kann. Dass ich sagen kann, schaut, ihr müsst nicht irgendwie vor allem XY-Pastor hören, sondern ihr seid eingeladen, selber zu forschen in dieser Schrift. Und eben noch so eine alte bernische Reformatorenbibel, wo man eben noch müssen aufschlagen und auftun und dann drinnen lesen. Und für uns ist es manchmal ein Wort mit 7 Siegeln. Ich kann es lesen, aber ich muss manchmal wieder wiederholen. Ich glaube, der Hans-Peter hat heute Morgen gesagt, er müsste schnell schauen, ob er es noch lesen kann, aber als noch ältere Schrift sind, hat er gesagt, ja, mal, das kann er gut lesen. Genau, also die dürfen gerne noch ein bisschen drinnen lesen, oder vielleicht hat er auch noch so eine alte Bibel, eine alte Schrift, eben, wo man das noch so hat gespürt, was ist denn das, die Schrift? Ja, was ist denn der Glaube, wo ist, wie die Schrift sieht? Auf welche Schrift beruft sich denn Jesus? Er muss ja irgendetwas gedacht haben, als er das gesehen hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sieht, wird erleben. Oder wer an mich glaubt, wird erleben, dass die Schrift eben Realität wird. Welche Schrift ist es denn? Und ich glaube, wir dürfen nicht schnell zum Neuen Testament gehen. Weil das, was Jesus im Kopf inne hat, von dem, was Jesus redet, das ist das Alte Testament. Jesus redet eben genau von diesen Messias-Prophetien, wo auch der Hohepriester mit seinen Tätigkeiten hat wachgehalten. Es kommt ein Retter, es kommt ein Messias, der uns wieder in die Fülle einführt. Und unter anderen Texten wird Jesus hier ganz sicher
der Jesaja 58 im Kopf hatte. Jesaja Kapitel 58, es ist ein langer Text, ich tue euch den nicht ganz vorlesen, ich tue mal ein bisschen zusammenfassen. Der Jesaja 58, der redet davon, dass das Volk vor Gott kommt und fragt, warum funktioniert es nicht? Also es ist ganz eine ähnliche Situation, wie vielleicht das Volk bei Jesus so erlebt hat. Warum wendet sich Gott uns nicht zu? Warum sind wir in der Knechtschaft? Warum sind wir in der Unterdrückung? Warum werden wir verfolgt? Und das ist ja das, was der Christoph ein bisschen gesehen hat in seiner Predigt, im vorderen Text. Wenn Jesus nicht antwortet oder Gott nicht antwortet, was ist denn? Und das greift der Jesaja auch auf, Jesaja 58. Die Leute fasten, die Leute geben sich Mühe, sie probieren mit Werk irgendwie bei diesem Gott Gehör zu verschaffen. Und jetzt tut der Prophet oder Gott durch den Prophet dem Volk antworten und er sagt, schau, das ist nicht richtiges Fasten, ihr macht es eben falsch, ihr macht es falsch. Ja, wie müssen wir es denn richtig machen? Setzt euch ein für die Schwachen, bekämpft soziale Missstände, etc. Kleidet die Nackten. Es ist ganz viel, was dort aufgeführt wird. Das ist ein Fasten, wie es Gott gefällt. So soll es aussehen. Aber es ist dort drinnen noch die Erkenntnis, dass wir eben diesem Massstab nie aus uns heraus gerecht werden können. Es ist am Freitag am Abend an der Gemeindeversammlung darum gegangen, ob die Solarmodule da auf dem Schwandfeld Spitze, ob die fair hergestellt werden, hat jemand gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist eine Schweizer Firma und alles zusammen. Und dann hat die Person nochmal gefragt und gesagt, ja, könnt ihr es denn garantieren, dass da kein Kinderarbeiter hinter ist? Und dann ist der andere aufgestanden und gesagt, ja, wir machen, was möglich ist. Und das war für mich auch so ein Bild. Ja, wir sind so, wisst ihr, was wir an unserem Körper tragen, was wir Kleider annehmen, was wir im Hosensack haben für ein Handy. Sozial gerecht einzustehen für die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die sagen, das ist mir sowieso Überforderung, es wird mir zu viel. Ich kümmere mich gar nicht darum, ich frage gar nicht, ob das irgendwie fair gehandelt wird. Es wird wahrscheinlich nicht fair gehandelt werden. Oder eben, man macht sich einen Druck daraus und man sagt, ich muss sofort auf ein Schaf suchen tun und mir selber Wolle spinnen und nur noch das tragen und dann weiss ich, dass es fair hergestellt ist. Ihr merkt, das ist ein gewisses Spannungsfeld und wir können ein bisschen schmunzeln darüber. Aber wir merken auch drinnen, wir können diesem Anspruch nicht gerecht werden. Wir brauchen jemanden, der über uns steht. Jesus, der kommt, der Messias, der Wiederhersteller. Der Wiederhersteller. Der Heiler, der Schöpfer in unserem Leben, er muss uns immer wieder die Weisheit schenken. Also wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird sich bewusst, dass es nicht einfach gleich ist, wie wir leben, dass es nicht einfach gleich ist, wie wir konsumieren, wie wir unterwegs sind, aber dass wir müssen wissen, dass wir in allem immer wieder von dieser göttlichen Weisheit abhängig sind. Dass wir wissen, dass Jesus selber auf die Erde ist gekommen. Jesus hat gegessen, Jesus hat Kleider getragen. Jesus hat sich selber diesen Spannungen ausgesetzt. Natürlich, ich weiß nicht, was Jesus anhat, wenn er heute unter uns leben würde. Aber vielleicht ist das auch gerade der Grund gewesen, dass Gott eben Jesus vor 2000 Jahren geschickt hat in die Welt. Und es ist eben auch so, dass einfach Glauben, wie die Schrift sagt, das ist nicht einfach nur eine Bewunderung vor der historischen Person
von Jesus, das reicht eben nicht. Wer glaubt an mich, wie die Schrift sagt, aus dem heraus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wie ein Strom wird lebendiges Wasser aus ihm, also aus seinem Inneren, rausströmen. Der Glaube, der wird Konsequenzen haben. Und ich bin an dem bleiben hängen. Aus dem wird rausbrechen. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr, was das ist? Genau, das ist das Kotzbecken. Wenn es unseren Kindern schlecht ist, dann geben wir das mit. Es ist super, total. Also man könnte da nicht oder Creme drinnen machen am heutigen Tag. Aber das ist das Becken. Wenn es unseren Kindern schlecht ist, dann geben wir das mit. Und ich kann mich nicht, ich habe nichts dafür. Als ich diesen Text gelesen habe, und nachher habe ich noch geschaut, was denn das Wort Inneren oder Leib, wie es der Luther schreibt, als dessen Leib werden hervorbrechen. Und dann hat es dort noch geheißen, Bauch. Und dann habe ich einfach, ist mir der Kotzkessel in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, wir hatten einen Vortrag gehabt in der Feuerwehr von ihm, der in der Türkei war, an dem Erdbebengebiet. Und wie schnell das geht Stunden, also es geht nicht Tage, sondern es geht Stunden in dieser Hitze innen, wenn es einfach nur noch bestialisch stinkt. Er hat gesagt, das sei das Schlimmste für ihn, in diesen Trümmern nach den Überlebenden suchen. Und es hat einfach nur gestunken. Und man weiss, das ist nicht nur einfach Schmöcken über die Nase, sondern das geht eben auch ins Wasser rein. Also aus dem raus, was aus uns rauskommt, ist eigentlich mehr, ja, das muss man irgendwie entsorgen. Das muss man forttun, das muss man wieder klären. Weil das ist das, was das Wasser verschmutzt. Und man könnte sich ja mal den Umkehrschluss machen, ja, was bricht aus mir raus? Vielleicht auch an Schlechtem. Und das Wasser um mich herum wird verschmutzt, wird dreckig. Jesus beschreibt in Matthäus 15, 10 bis 20 so eine Tunfrömmigkeit der Pharisäer. Sie probieren, es recht zu machen. Und Jesus wirft ihnen der vor, dass eben bei den Taten bleibt. Es ist nicht eine Herzensangelegenheit. Sie probieren, das Rechte zu machen und sie merken damit nicht, wie eben ihr Umfeld vergiftet wird. Nicht bei den Taten, nicht beim sozialen Tun, sondern bei unserem Inneren müssen wir anfangen. Weil, wenn wir das wie Realität machen, eben, dass die sozialen Missstände behoben wird, einfach aus uns raus, dann ist es ein Krampf, etwas Mühsames. Es ist ein wenig gelingendes Abmühen. Unser Glaube muss im Inneren anfangen. Aus dem heraus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ströme, nicht nur Tröpfchen, Ströme. Und ich habe gedacht, das Bild, das kann ich nicht mitnehmen. Da müsst ihr jetzt rausschauen und jetzt leben leider Frutiger, ja, kommen die halt, wenn ihr jetzt das nächste Mal zu Adelboden seid oder die die Predigt hören im Nachhinein, müsst ihr mal ins Adelboden kommen, dann müsst ihr dort hinten schauen. Da haben wir auch darüber diskutiert, was man könnte besser machen, wenn der Solarzelle auf dem Schwammfeld spitzt. Und dann hat der andere gesagt, ja, wir machen auf der Ängstlichen einen See. Der Wasserfall, der muss ja gar nicht gängig laufen. Den brauchen wir doch nicht. Im Winter braucht der einfach gar nicht zu laufen, wenn sie Winterstrom brauchen. Dann können wir doch dort den See machen. Und dann habe ich mir das auch so überlegt, wenn ich nämlich das Fenster auftue und höre,
dann höre ich den Strom, gell? Ihr seid euch das vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst, aber man hört ihn. Das ist immer so ein Grundgeräusch hier im Tal, das ist von dem Wasserfall, der dahinter kommt. Natürlich, je näher dass man kommt, je deutlicher und je weiter fort ist es weniger deutlich. Aber es ist ein Strom. Es ist nicht einfach nur ein Tröpfchen und darum ich kann das nicht mitnehmen. Das ist ein Bild, das kann man nicht, ich kann das so einblenden, das bringt nichts, wir müssen das erleben, wir müssen mal wieder dort unter dem Wasserfall stehen und spüren, was das bedeutet, Ströme lebendigem Wassers. Es ist ein eindrückliches Bild. Und eben, ich werde jetzt gleich noch aus dem Jesaja 58, das ich vorher erwähnt habe, ein paar Verse lesen. Jesaja 58, Vers 9 und folgende. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust und das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Und jetzt kommt's. Und du wirst sein ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Liebe Eingeborene und liebe Gäste, das ist ein Bild, das ihr den ganzen Sommer vor euren Augen hattet. Der Wasserfall. Hast du es mal gesehen, dass nicht mehr Wasser ist gekommen dort? Du hast es schon gesehen? Da gehen wir dann auch noch mal auf das zurück. Das nimmt mich dann noch Wunder. Aber also, der Hans-Peter sagt, er hat es noch nie gesehen, dass dort kein Wasser kommt. Ich habe es auch noch nie erlebt. Und wir sind den Herbst noch jemanden besuchen und habe gesehen, 1000 bis 1500 mm Niederschlag im Jahr. Und dann hat er nur gross geschaut. Leck du mir, so viel. Das ist Wasser, das ist Segen. Und das Bild sollen wir uns verinnerlichen, wenn wir es schon tagtäglich vor uns haben. Das ist ein grünes Tal. Ein bewässertes grünes Tal. Und genau das soll es jedes von uns sein. Nicht eine Wüste, sondern ein bewässertes Tal. Das soll der Idealzustand von unserem Leben sein. Oder Johannes tut jetzt wie noch einen Vers anfügen an dem. Er tut es jetzt noch wie deuten, rückblickend. Er hat ja das geschrieben im Nachhinein, wo Jesus schon ist gestorben und wieder auferstanden ist, wo Pfingsten ist passiert. Und der Johannes sieht jetzt noch, schau, und das hat eben mit dem Heiligen Geist zu tun. Das hat der Johannes erkannt, weil er den Text jetzt eben zurückwirkend schreibt. Wenn Jesus in den Himmel geht, dann kann Pfingsten werden. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt, als ein in uns Präsenz sein von Gott. Der Heilige Geist, der in uns wohnen will, der in uns sein will. Das ist das Privileg von jedem Gläubigen. Nicht einfach mit Jesus ein bisschen durch Galiläa laufen oder durch Judäa laufen, hinten nachher laufen, sondern Gott in uns. Und da kommt dann ein zweites alttestamentliches Wort zum Zug. Und das ist aus dem Joel 3, Vers 1. Und dort heißt es, und danach will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Ältesten sollen Träume haben und eure jungen Männer sollen Visionen sehen. Und das darf Realität werden. An das glaube ich. Und ich hatte heute Morgen schon so ein Erlebnis gehabt, da ist ein Bruder zu mir gekommen und hat gesagt, ich war vorhin im Gebet gewesen, und ich hatte den Eindruck dass ich für dich beten soll. Hast du die Zeit?
Und das hat mich so etwas von berührt und bewegt. Etwas Wunderbares. Eben, das muss rausbrechen. Das kannst du nicht einfach im Bauch behalten, sondern es darf rausgehen. Wenn ihr wirklich merkt, der Heilige Geist drängt euch etwas zu, sei das eben für die Gerechtigkeit einzustehen, oder sei das für jemandem zu helfen, oder sei das jemandem ein Wort ins Leben einzureden, oder sei das für jemanden zu beten, jemanden zu ermutigen, jemanden zu aufrichten, mit jemandem Zeit verbringen. 100'000 Möglichkeiten. Aber es muss aus dem Inneren rauskommen, aus unserem Herz. Der Heilige Geist soll Kontrolle über unser Leben bekommen. Er soll die Kontrolle behalten. Und ich glaube, wir dürfen das zulassen, dass er mehr und mehr Raum bekommt. In uns und durch uns. Und jedes von uns ist eingeladen, sich die Frage zu stellen. Wenn wir in die Stille gehen, wie sieht es um mich herum aus? Wie sieht es um mich herum aus? Wo würstle ich etwas um? Wo probiere ich ein paar Tröpfe aus mir rauszupressen? Oder wo darf ich Gott mich verändern und wo darf ich einfach staunen, wie um mich herum ein lebendiger Garten darf entstehen. Gott selber helfe und erfülle uns. Amen.